Ja, servus, grüß euch und herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video. Heute gibt es Leckeres aus dem Dutchofen. Heute gibt es leckere Hähnchenschenkel auf einen Rosmarin-Kartoffelbeet aus dem Dutchofen. Die ganzen Hähnchenschenkel haben natürlich von Biobauern. Zuerst machen wir eine lustige Gewürzmischung. Ich nehme aber das Wunderhuhn von Herbaria. Da nehme ich jetzt halt einmal das ist ein Wahnsinnsduft. Da nehmen wir jetzt so 1,5 Teelöffel. Wunderhuhn kann ich nur empfehlen. Eine sehr leckere Hähnchen-Gewürzmischung. Und dann nehmen wir noch ein bisschen Magic Death Trap. Da haben wir auch so gut gehäufte, knapp 3 Teelöffel rein. Magic Death Trap vom Achterhof kann ich nur empfehlen. Also wirklich eine sehr gute Mischung. Und das Ganze da jetzt ein bisschen mörsern. Die Wunderhuhn-Mischung sind grobkörnig und sollte man auf jeden Fall mörsern. Aber könnt ihr natürlich jede x-beliebige andere Gewürzmischung hernehmen. Ich habe jetzt praktisch das sauber gemörsert. Und jetzt darf ich sagen, wir pinseln die ganzen Hähnchenkeulen mal ein bisschen mit Öl ein. So, das machen wir ungefähr so 7 Stunden vorher, damit die schön durchziehen kann. So, schön einpinseln. Der Dutchofen, das schmeckt wirklich lecker und kann ich nur wärmstens empfehlen. Schmeckt immer gut. Und dann dazu die Rosmarinkartoffeln. Das zeige ich euch aber dann im nächsten Schritt. So, das haben wir jetzt sehr gut eingepinselt. Und jetzt würde ich sagen, da wir das schön würzen. Ich hoffe, dass das gelangt. Normalerweise gelangt die Mischung für 4 Keulen Hähnchenschenkel. Man kann das Gericht natürlich in jeden x-beliebigen anderen Topf machen. Im Backofen geht wunderbar. Aber ich mache es klassisch immer aus dem Dutchofen, weil es einfach da am besten schmeckt. Jo. Richtig schön würzen von allen Seiten, reindrücken. So. Wunderbar. Und wenn das Ganze gut gewürzt ist, dann kommt das Ganze 7 Stunden im Kühlschrank und dann sehen wir uns bei den Rosmarinkartoffeln. So, wir haben jetzt 7 Stunden rum. Die Hähnchenschenkel sind schön im Kühlschrank mariniert. Und jetzt werden wir gleich einmal den 4,5 Liter Topf beschichten. Wir haben das da drinnen 5 Kartoffeln, 2 große Karotten und ein bisschen Rosmarin. Und das werden wir jetzt in den Topf reinschlichten. Wir müssen jetzt ein schönes Beet bauen, damit wir die Hähnchenschenkel drauf
platzieren können. Da haben wir noch ein paar Karotten da rein. Also richtig schön reinschlichten. Also der ruhig, der Boden schön bedeckt sein mit dem ganzen Gemüse. So schaut das aus. Den tun wir da rüber. Dann brauchen wir 500 Milliliter Geflügelbrühe. Und das füllen wir jetzt so lange auf, bis die Kartoffeln einigermaßen bedeckt sind. Passt. Jetzt tun wir noch einige Zweige Rosmarin drauf. Und dann würde ich sagen, tun wir die Hähnchenkeule oben sauber drauf. Das könnte ein bisschen eng werden. Die darf man ruhig schön reindrücken. So schaut das perfekt aus. Und so machen wir es jetzt dann 40 Minuten auf den Kohlen. Wir brauchen für diesen Topf brauchen wir genau 16 Briketts. So, die lassen wir jetzt schön heiß werden und dann geht es auf zum Atago und da werden wir das Ganze 40 Minuten schön schmoren. Also wir sehen uns gleich wieder. Das Wichtigste habe ich vergessen, nochmal Kommando zurück, nochmal raus da. Und zwar nicht schlimm. Eine große Zwiebel in Ringe geschnitten, die kommt auch noch rein. Und dann 2 Knoblauchzehen in Scheiben geschnitten. Sorry, habe ich total übersehen, aber kein Problem. Und jetzt kommen die Schenkeln wieder sauber da reingeschlicht. Vielleicht bringe ich es jetzt sogar noch schöner hin wie vorher. Du wirst lachen, ich bringe es jetzt sogar noch schöner hin wie vorher. Hat sich wieder rentiert. Knoblauch und ohne Zwiebel geht überhaupt nicht. Und darum haben wir das jetzt nochmal korrigiert. Also eine große Zwiebel in Scheiben geschnitten und 2 Knoblauchzehen fein in Scheiben geschnitten. Und jetzt passt's. Also Hähnchenschenkel aus dem Dutchofen sind eine sehr leckere Sache und wie gesagt, der Topf ist jetzt sehr gut bestückt. Und jetzt oben auf den Deckel kommen 9 Briketts. Schön verteilen. So. Dann brauchen wir das Kreuz, damit wir den Topf sauber draufstellen können. So sollte das ausschauen. Und dann würde ich sagen, den Topf da drauf. Und dann würde ich sagen, das Ganze lassen wir jetzt 40 Minuten da drin schmoren, damit wir oben schöne braune Haut kriegen von den Hähnchenschenkel. Und dann sehen wir uns wieder, wenn es fertig ist. Also bis gleich.
Zuerst mal Prost. Los. Prost. Ich sage aber, also ein Bier ist einfach immer wieder was Gutes, weil das kann man allweil trinken zu jeder Jahreszeit. Ja, und da liegt uns einfach nichts mehr im Weg. Wie gesagt, alle Zutaten unten wie üblich, unten in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, macht es einfach noch bei jedem herkömmlichen Topf. Wunderbar zum Nachmachen. Es muss kein Touchofen sein. Geht er in jeden anderen Schmortopf ohne Probleme. Und würde ich sagen, macht es nach 40 Minuten im Backofen bei so 180 Grad. Mehr Oberhitze wie Unterhitze. Und dann funktioniert es bei jedem Schmortopf. So, jetzt schauen wir mal nach. 20 Minuten sind rum. Jetzt schauen wir mal nach, wie das Ganze ausschaut. 20 Minuten. Schaut euch das an. Einfach nur mega geil und der Duft unglaublich lecker. Lassen wir nochmal weitere 20 Minuten und dann dürfte es fertig sein. So, der Topf ist fertig. 40 Minuten sind jetzt rum, besser gesagt 45 Minuten und die Hähnchenschenkel sind fertig. Gut, kriegen jetzt nicht die Kruste wie normal, aber der Duft unglaublich lecker. Dann haben wir hier das Gemüse. Die Rosmarinstängel da mal raus. Karotten. Also ich muss sagen, das Gemüse ist gerade richtig weich nach 45 Minuten, so wie es sich gehört. Und da haben wir noch ein bisschen Soße raus. Und da würde ich sagen, wir lassen es uns schmecken. Meine Frau sitzt schon drin, die wartet drauf. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das Hähnchen ist richtig durch, zart wie Butter. Und ich muss sagen, wow. Eine mega geile Nummer, macht es nach, sehr gut gewürzt, sehr guter Soßengeschmack. Das Gemüse ist weich, unglaublich lecker. Und wir sagen, Prost auf das gute Gelingen. Macht es nach, lasst ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat. Auf Kommentare würde ich mich freuen. Und wem es nicht gefällt, da dreht den Computer einfach wieder ab. Also mit diesem Sinne, also wirklich gesagt, geht in jeden handelsüblichen Topf im Backofen, 180 Grad, mehr Oberhitze wie Unterhitze und 40, 45 Minuten, alles perfekt. Alle Zutaten wie üblich unten in der Videobeschreibung und ich würde sagen, macht es noch, lasst es euch schmecken. Vielen Dank fürs Zuschauen, Helmut, die Anker Filmschmiede und ich darf mich freuen, bis zum nächsten Video. Also habe Ehre, macht es gut, bis zum nächsten Mal. Und ich lasse es jetzt schmecken. Unglaublich. Also servus.